Many men Many wish death upon me. There's no more. There's no more. Have mercy on me. Welcome back Back. zum besten Podcast Das ist Brille. auf der Wow Wow Welt. Welcome back zum Podcast mit Migration Underground. I'm your host. Und Jungs auch. Ein Schluck für euch, meine Damen und Herren. Ist schon ein Kaffeebecher? Oder wo jemand da ist? Da ist Okay. noch eine Trappe. Und da ist noch eine Trappe, weil wir schlagen Wir Kaffee. haben leider keine Eltoni dabei. Also hey, wir sind im zweiten Teil von der Trilogie. Es geht wieder um Migration. Und ich habe euch die Geschichte vorenthalten, was mir diese Woche wieder fertig ist. Und zwar, es geht auch zum Teil um Migration, um Migration. Am Dienstag hatte ich am Nachmittag Schule gehabt. Ich glaube, am Anfang habe ich irgendwas von Technologie, Innovation gehabt und am Abend 4 oder so irgendetwas anderes. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die zweite Lektion, also das zweite Modul, habe ich geschwänzt. Und wir waren schon vor der Tür gewesen, dort wo eigentlich eben das Modul anfängt. Und dann habe ich gedacht, ist schon scheißegal. Gehe ich aufs WC. Bei der Ost. Also gerade dort bei der, Ja. beim Hauptgebäude. Ich gehe ersten Stock aufs WC. Und das war so eine komische Zeit, gewesen, wo einfach niemand dann Pause hat und dann bist du einfach so wie im WC allein, oder? Ah, das ist geil. Das ist aber gut. Das ist Gut, geil. ne? Das ist gut. Das ist Das sehr ist gut. sehr geil. Du bist so wie in der Mitte, du kannst, weißt, den Platz Ja, kannst du das ist für dich. auswählen, du kannst sogar ein bisschen einen Schritt zurückgehen und schauen, wie weit du kommst und so. Aha, dort. Beim Aha. Pissoir. Ah, beim Pissoir. So, ich stelle mich irgendwo an, so, ich glaube so ungefähr in der Mitte oder so. Und dann höre ich vom Background jemand kommt hier. Und ich so, easy, jemand kommt hier, wieder abpissen. Und der Typ stellt sich genau neben mir an. Ich mir vorstellen, es sind wahrscheinlich so eine. 8 oder 9 Pissoirs nebeneinander. So So eine Regeln. Massentierhaltung, Alter. Ja. Und ich denkt, er ist auf der rechten Seite, gell? Und dann habe ich so gedacht, Alter, weißt du, für ein Mongo? Ich schaue ihn so an, ich schaue so rechts. Ich mache nicht den und schaue so, nochmal so, sondern ich schaue und meine Augen gerade richtig Schock. groß worden. Und wieso sage ich jetzt gerade um Migration? Es ist der So. Typ, der Corona-Maßnahmen bei uns migriert hat. Weißt du? Alain Berset. Was? Schnau! Ist einfach der Alain Berset neben mir beim. Ich schwöre Sicher in der nicht. Schule. Ich schwöre In der einfach Ost? in der Schule. Einfach in der Ost. Wieso hast du ihn geschrieben? Ich habe 6 noch gemacht, ich wollte vorenthalten für den Podcast. Ah, der will direkt rüberkommen und hat auch noch Oh, Ey, vom Schaffen Runde kommt. Wasser dann- rauslassen. Okay, nein. Und dann habe ich Das irgendwie geil. erfahren, dass halt irgendein Modul hat für die Sozialarbeiter. Krass. Bla, keine Ahnung. Was? Ich schaue ihn so an, aber ich mache nicht den und dann schaue ich nochmal so, sondern ich schaue ihn an und bleibe einfach so da, so voll So schockstarre. Hat er heute gesagt? Also, grüezi wohl. Nie. Ich schwöre, ich habe so Oh ein mein bisschen Gott. mit ihm geschwätzt und so, ich habe mit ihnen am wenigsten gerechnet hier neben mir. Oder? Und er ist voll am Lachen. Und dann, ich so, was machen sie hier und so bla bla. Ein bisschen geschwätzt. Und dann habe ich irgendetwas gesagt, was er nicht verstanden hat. Ich weiß selber nicht mehr. Auf jeden Fall war es so voll ein cringe Moment gewesen. Und ich so, also hey, schon Abend noch. Und dann laufe ich raus, einfach eine komplette Mannschaft von keine Ahnung, Home Security Menschen und Ja, sehr. Frauen mit so Block in der krass, Hand Mann. und Scheiß. Und dann habe ich halt erfahren, dass er irgendein Modul hat für, also einmalig irgendetwas Voll. an der Ost. Also eben, da ist Krass. Was für ein Zufall. einfach, ey, und seine Augenbrauen, Alter, die schwätzen Ja. mit dir. Ja, Die redet, mächtig. die redet auch so in Akzent mit dir. Krass. Ja, Mann. Das ist echt zahlreich gewesen. Und eben, dann haben wir eben beim Pisten dann, er hat meinen Schachwenz gegeben, die hat seinen Schachwenz gegeben. Freund. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Also ich bin dünn, er ist dick. Da muss ich noch sagen. Das ist gut. Ja. Das war einmal so eine Fun-Frage von uns gesehen. Wer ist dünn, wer Wer ist zieht dick? dich kürzer? Wir sind beide eben. Ja, fix. Du! Was? Oh Mann, geil. Also hey, wir sind jetzt im zweiten Teil von der Trilogie. Das mal geht um den Dyson. Mach nochmal da, was du letzte Woche gemacht hast mit Ja Haywana. Ich glaube, der wird irgendwann mal einen Knopf halten. Ich? Ja, Ja. da, was du ganz am Anfang gesagt hast. Ja Haywana! Fuck, ich weiß nicht mehr. Da haben wir Wann? voll eingeschlagen. Ja, aber ganz am Anfang. Jetzt gerade, oder? Nein, letztes Mal. Oh, ich weiß es von nicht mehr. Ja. Ja, das ist einfach. Ja, why not? Ja, ich weiß Ja, nicht. genau. Okay. Nein, egal. Also eben, Jungs, es geht um den Dyson. Er hat sich auch ein paar nice Stories zu erzählen.
Hoffentlich nicht um Sachen, die wir vorbesprochen haben, was im Skilager passiert ist, wo man Tamil und Bro. Alter, das ist Du darfst nicht so- absurd. aber da wird sicher auch noch angesprochen. Ja, aber neutral und nicht mit Ländern. Nicht, dass man gerade identifiziert. gut. Ja, hör auf. Die sind auch neutral, oder? Nein, Mhm. wenn wir überlegen, wie wir das machen, am besten. Aber ja, es wird angesprochen, wir machen, also bei dir geht es jetzt darum, Also bei mir geht es mal ein bisschen um den Werdegang. Gell? Einfach so mal ein bisschen erzählen, wer ich bin und was ich gemacht habe, von wo ich komme. Vielleicht auch mehr so der Teil, wie ich vielleicht in die Schweiz gekommen bin, um am Ahmed ein bisschen gerecht werden. Nein, Und Competition ja. Schwänzvergleich. Schwanzvergleich, zum schauen, wer den kürzeren hebt. Ja. Und ja, genau. Genau, du bist ja da geboren worden. nein, schon gar nicht. Hast du bestimmt da geboren? Oh, ich bin nicht da Hast du geboren. nicht da geboren? Hä? Nein, Nein, ich bin auch geflüchtet. er ist auch geflüchtet. Da habe ich jetzt echt nicht gewusst. Aber er doch, ist mit da M3 hast du- geflüchtet. Nein. Hast du das gewusst? Ja, Okay, nein, das voll ist- verpasst. Also. Ja, Okay, krass. Du hast es 100% auch gewusst, aber du hast es, glaube ich, verdrängt. Verdrängt, ja. Weil deine Story ist geiler. Ja, so hart. Das ist yes. Easy. Also, was hat es da mit dem M3 auf sich? Gar nicht. Das ist ein Klischee, das sich gerne der Kanon bedient. Mm. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen. Ich glaube, ich setze mal dort an, Bei deiner Geburt. wieso wir jetzt in der Schweiz sind. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo interessant ist. Ja, stimmt. Weil, ja, da passt auch zu dem Thema. Ich werde mal sagen, ich werde mal ein bisschen die Situation in Kosovo kurz beschreiben. Also ich komme aus dem Kosovo. Bin aber sehr früh in die Schweiz gekommen, so mit 4, 5 etwa dort umeinander. Und ja, eines Tages Jetzt fängt der endet... Nein, gut, mach ich nicht. Wäre aber schon geil gewesen, wenn ich so Tages- richtige Wie heißt das? Geschichte Aber erzähle. eines Tages haben diese 4 Nationen sich. Wie geht das? Seit der Nation oder 4 Elemente? 4 Nein, nein. Nationen. Nation. Haben sich Gestritten. gestritten und nachher hat sich. Aha, so. Doch die Feuernation wollte mehr. Genau sowas. Mm. Nein, ich würde mich da eben nicht so politisch äußern, weil das ist ein heikles Thema, beziehungsweise für mich ist es eigentlich klar, aber für die andere Seite vielleicht nicht. Und Neutral. da kann jeder für sich selber begutachten und so weiter. Klar, weißt du, ich könnte jetzt sagen, ich sage das und das und das und nachher heisst es von der Gegenpartei, ja, das ist die westliche Ansicht. Und dann ist die Frage, ist jetzt die westliche Ansicht richtig oder so? Weißt du, was ich meine? Ja, das sind so, eben so Totschlagargumente, wo Genau. du nicht so weit kommst. Und nachher denkst du, ja, Bro, dann kannst du über alles das sagen. Aber auf jeden Fall, also der Kosovo hat ein Problem gehabt, um unabhängig zu werden. Sagen wir mal so. Ich hole mal ein bisschen aus. Der Kosovo, oder besser gesagt, der ganze Balkan, war so ein bisschen Kolonie gewesen vom Osmanischen Reich. Und ich sage Kolonie, weil dort ist nicht wirklich investiert worden von den dortmaligen Sultans und so weiter. Es war wirklich eher nur zum Ausbeuten gewesen. Und die Leute sind auch unzufrieden gewesen, alle Balkanbewohner. Und was hat es dort zum Ausbieten gehabt? Ja, Arbeiter oder? Zoll, dieses Geld, alles. Okay. Nicht wirklich irgendetwas Spezielles, aber es ist mir, glaube ich, um Finanzielle gegangen. Okay. Ja. Also ja, also der Sultan hat das mal recht, also sagen wir mal, das Osmanische Reich ist das mal also wirklich ein Reich gewesen, wo krass groß war und da hat finanziell müssen und logistikmäßig müssen Funktioniert. organisiert werden und Genau. funktionieren und da braucht es halt viel, wo vielleicht haben müssen dort mal ein bisschen anheben und der Balkan ist so ein Teil davon gewesen. Und darum sieht man jetzt, da kann man ganz einfach begründen, vielleicht kommen jetzt da die Pro-Osmanen, die sagen, ich habe jetzt verdammt gut gehabt. Das ist aber auch mega krass, also Albanisch es ist sehr zwiespältig. Ein paar sind pro-türkisch, sage ich jetzt mal, obwohl viele sagen ja, Osmanisch ist nicht türkisch gewesen, für mich schon. Sagen dann, oh ja, aber wir haben da und da und da und da und da. Ja, du hast vielleicht 3 Sachen von 20, die du nicht bekommen hast. Wenn man jetzt zum Beispiel Ungarn vergleicht, Ungarn ist zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, in Koalition gewesen mit, ich kann es vorher nicht sagen, ich sage Oh, es ist nicht. richtig gewesen. Mit Österreich, Österreich-Ungarn. Genau, voll. Gehen mal auf Budapest. Budapest, was für eine kranke Stadt. Ja, voll. Und was ist nachher leider in Ungarn nicht mehr wirklich krasses entstanden, habe gesehen von der Altstadt und so weiter, aber da ist dann im Nachhinein, dann sind sie vielleicht selber schuld. Gang mal irgendwo im Balkan rein, Abfall.
Also nicht abwertend gemeint oder so, aber realistisch gesehen. Du hast keine gute Altstädte, du hast keine Strukturen, die irgendwie staatlich kontrolliert sind. Das Einzige, was die Osmanen gebaut haben, sind irgendwie ein paar Straßen gewesen, damit sie ihre Zoll und ihre Waren können schneller nach Istanbul schicken. Voll. Facts! Aber ich habe mal gehört, da gibt es eine Pyramide. Nein, in Bosnien. Ja, genau. In Bosnien gibt es angeblich eine Pyramide. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ein Kollege von mir ist mal vorbeigegangen und hat gesagt, Bro, So krass. Es ist echt. die haben angefangen zu graben und haben irgendwie wieder zugeschüttet, weil sie denken, es soll Attraktion Es bleiben. ist so Mythos bleiben. Ja, genau. Okay. Das ist ein bisschen auch das Thema mit Pyramiden an sich. Ich glaube, da wird extra so hochgeschaukelt, damit es ein bisschen Mythos bleibt. Weil für mich ist eigentlich klar, Alter, sie haben es da gebaut. Ja. Ja, baut hin, ja, safe. Also, Aber glauben die Leute das Alien so? ja, es gibt erstens Leute, die sagen, es haben Aliens gebaut und es gibt Leute, die sagen, heutige Architekten können das nicht einmal bauen. Dann denke ich mir, Bro, sicher könnte es, aber keiner macht es. Es gibt auch, es stimmt wahrscheinlich auch, man sagt ja, dass Juden da gemacht haben. Ja, das ist Sind so auch die totale Sklaven Propaganda. in dieser Zeit. Voll, das ist Von auch den Ägypten und dann. das Und dann ist- gibt es auch andere, die sagen, es sind Aliens, die Juden sind, die da gebaut haben. Dann gibt es andere, die sagen, das sind echte Menschen gewesen. Alien Jews. Nein, dadurch sage ich einfach immer, leider, klar, es hat Arbeiter gegeben, aber es ist auch vieles mit Sklavenarbeit gemacht. Man lebt ja da war eine Zeit, wo Sklaven hat. Ich sage dir ehrlich, wenn du eine Peitsche in die Hand nimmst und du hast einen Mensch, der frisst da einen Stein mit der Zähne weg und nicht mit Werkzeug. Voll. Man redet ja ein bisschen von der Bronzezeit und Bronze ist ja kein hartes Metall. Wie haben sie den Stein können abschlagen? Das ist so ein bisschen die Frage, aber ich glaube, die Informationen sind wie verloren gegangen und man unterstellt ihnen, dass sie dümmer ja. sind, als sie effektiv sind. Aber die, Das ist so wichtig, meine Meinung. aber die wichtigste Frage ist, weißt du, der Grund, wieso ihr in die Schweiz gekommen sind? Ja, dann Ah, wegen perfekt. der Ägypter. Perfekt. Wegen der Pyramide. Müssen wir nicht Nicht, dass abschweifen. wir absolut in jedem Fall gerade abschließen, weil da wird zu vertieftes Thema. Ja. Ich muss ganz kurz die politische Situation erklären. Also, wir leben in Jugoslawien. Und dort mal, da war ein Bündnis von mehreren Staaten. Und zwar Jugoslawien, wie der Name schon sagt, Südslawien, ist slawisch regiert gewesen, hauptsächlich. Und sozusagen der Süden, der Anschluss von den anderen slawischen Ländern. Es ist eigentlich die Einwanderung vom Norden von den slawischen Ländern, zum Beispiel Russland, Ukraine, Polen und so weiter, wo immer wieder immer mehr nach Süden gekommen ist und dann irgendwann den Fuß im Balkan gefasst hat, irgendwann im 800 nach Christus. Da werden mir jetzt schon ein paar Leute aufhängen und sagen, nein, wir sind schon 2000 vor Christus Aliens gesehen. Ja. Aber das sind Fakten. Ja. Wo kennen da die Fakten? Ich muss jetzt da nicht recherchieren gehen, aber kennen da die, die sagen, Wissenschaftler haben gesagt. Ja, dann glaubst du Das ist kein alles. Fakt. Ja, bei den Muslimen ist da Wallah. Ja, Da ist nur einmal Wallah und dann glaubst Wallah. Voller Garantie. du, ja, der hat ihn rausgenommen. Das ist voll. gut. Und jetzt spulen wir mal das Ganze ein bisschen zurück, damit dem Slawischen vergessen wir mal. Nicht zurück, vorher, sorry. Gehen wir da wieder in der. Ja, es ist mega wichtig, zum ersten Mal die Ausgangslage zu kennen. Also, auf jeden Fall, wie vielleicht der Kurd in dem Sinn unterdrückt worden ist in seinen eigenen Ländern, oder in dem Sinn, man hat ihnen das Land weggenommen, so ist das am Albanischen alles so eins passiert. Der Albaner, okay, es hat nie Albaner im Kosovo gehabt. Ich würde wirklich kein Fest aufmachen da. Für mich ist es ganz klar, es hat Albaner im Kosovo gehabt. Und dann gibt es so Leute, die Oh, sagen, du hast schon fast jetzt aufgemacht. Ja. ja, ich erzähle jetzt einfach meine Ansicht. Ansicht. Und wenn jemand sich kränkt für das fühlt, wegen dem, dann würde ich mich echt entschuldigen. Es ist da, was ich empfinde. Es ist vielleicht nicht richtig. Doch. Aber er ist dabei gewesen. Aber ich bin dabei gewesen. Also ich will es nur ganz kurz sagen, zum Beispiel, mein Vater kommt, also meine Familie von meinem Vater kommt ursprünglich von Montenegro und meine Mutter von Südserbien, ja. Ah, okay. Und die sind dort mal schon verfolgt und gezwungen worden, zu nach Süden wegreisen. Und haben sich dann auf Kosovo niedergelassen, im Norden von Kosovo. Ja. Und dann später haben sie dann wieder müssen abhauen, weil sie verfolgt worden sind. Wieso? Aus den ethnischen Gründen und nicht aus religiösen Gründen. Religiöse Gründe werden immer ein bisschen als Schleier bei uns verwendet im Balkan. Ja, bla bla, das ist muslimisch. Da ist alles Gelaber. Da ist nur um eine gewisse Ethnie auszulöschen. Und da hat man dann irgendwann auch im Kosovo in den 90er Jahren entschieden von der Politik von Jugoslawien. Ganz kurze Kosovo-Dings. In den 70er oder 50er Jahren bekommt Kosovo, das ist vielleicht nachher später wichtig, hat Kosovo endlich das erste Mal wirklich Anerkennung bekommen
vom Tito, das war der damalige Diktator von Jugoslawien, Anerkennung der Albaner als Minderheit. Andere Minderheiten auch. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau wie. Es wird in der Verfassung neu gestellt, hey, die Albaner im Kosovo, beziehungsweise Kosovo als Provinz, immer noch von Serbien, nicht komplett trennt wie andere Länder, wo dann wir in der Schweiz als föderalistisches System können arbeiten. Ist Kosovo auch föderalistisch gewesen, nur sind sie immer noch als Provinz von Serbien gewesen. Okay. Sie sind nicht komplett unabhängig gewesen in dem Sinne. Ja, voll. Sie haben eine eigene Polizei, eigene Bildungssystem, bam, bam, bam. Auf Also wie ein Autonomiegebiet jetzt in Kurdistan in Nordirak. Zum Beispiel, genau. Und das war super, gewesen, weil dort ist der erste Moment, wo sich der Albaner hat entwickeln konnte. Bis dort hat sie nicht dürfen Albanisch reden, bis dort haben sie nicht, Genau das Ding. sind nicht Albanisch geschult worden, nichts, nass, bla bla bla. Alles unterm Tisch haben sie müssen machen. Ja. Und da ist nicht lang gegangen, da ist von den 60er bis 80er Jahren gegangen. Und da ist noch richtig aufgeblüht und ich habe ja Pristina jetzt analysiert und dort habe ich richtig gesehen, was das sozialistische Regime da vorgeschlagen hat für Stadtentwicklung und bla bla und dann haben sie es richtig kaputt gemacht. Also die Altstadt auch ein bisschen als Zeichen gegen die Türkei, also gegen das osmanische Denken. Wir wollen weg von dem, sind Synagogen, Kirchen, sind sie atheistisch gewesen, so in dem Sinn. Haben sie um Moscheen und so zerstört, zum so einen Boulevard bauen. Auf jeden Fall, das soll ein bisschen so wissen, das war ein bisschen brutaler gewesen. Jugoslawien an sich war kommunistisch gewesen, gestartet auf jeden Fall, aber schnell abgeschwenkt, irgendwann auch getrennt von der Sowjetunion. Und ist so eher, ja, es ist schon kommunistisch gewesen in dem Sinn, aber sagen wir mal so soft, nicht so extrem wie nachher die Russen voll abgestürzt sind in der Szene. Haben ja dann sicher in den Geschichtsbüchern mal gelernt. Aber alles vergessen, Alter. Aber alles vergessen. Da, was ich noch weiß, ist Lenin. Lenin, Stalin. Stalin. Und so weiter. Also, mein Vater ist ein junger Mann. Er musste in die Polizeischule gehen. Er glaube mal, will Jura studieren, aber nicht dürfen. Dein Vater hat einen richtig geilen Namen, Alter. Ich weiß nicht, ob du das willst sagen, also, aber es hat, Ich will es nicht sagen. aber es hat X drin. Ich meine, Ja, so Mann, Namen XH, mit das ist X, wirklich das geil. Ist so krass. Und das heißt sogar, glaube ich, Komet, wenn ich mich nicht täusche. Ah ja? Ja, ist wirklich ein stabiler Name. Nice. Er ist ein junger Mann und wir sind wirklich einfach lebend gewesen und eigentlich arm. Wir sind wirklich arm gewesen, aber man hat ja eben gerade beschrieben, wieso. Man war ja unterdrücktes Volk gewesen, in dem Sinn. Und also so arm, dass wir sogar zum Teil Folien als Fenster hatten. Wird mir berichtet, da habe ich natürlich zum Glück nicht miterlebt. Ja, krass. Man hat seine Häuser gehabt und so. Und wir sind eher eine von der reicheren Familien gewesen. Ja. So in dem Sinn. In der Kultur bei uns hat es immer so Oda Burau geheißen oder Sobat Burau. Das sind so Zimmer, größere, wo der Dorfreichste oder der Dorfmächtigste in dem Sinn zur Verfügung stellt, der Dorfbewohner. Und dort versammeln sich nachher alle Ältesten. Oder alle Männer und auch alle Frauen, es sind immer getrennt gehabt. Man hat sich natürlich dafür vermischen, das ist nicht so streng bei uns jetzt gewesen. Es gibt ein paar Leute, die sind auch strenger gewesen, die haben dann da getrennt zwischen Frauen und Männern. Und ja, und ich habe eigentlich das Privileg gehabt, dass ich in meinen jungen Jahren da ein bisschen miterleben konnte. Das war richtig cool gewesen. Nachher hast du einmal so Storys gehört, wie sich die Dorfältesten getroffen haben und diskutiert haben. Aber das ist ein Phänomen, das halt dann auch ein bisschen dadurch entstanden ist, weil man so eine Pression von oben hatte. Und die armen, einfach lebende Leute haben sich müssen ab und zu zusammentun, um ihre Probleme können. Die haben sich auch selber organisieren irgendwie. Genau. Cool. Ja, auf jeden Fall, wir reden jetzt hier von der guten Zeit. Irgendwann kommt der Albaner wird akzeptiert, der Tito ist sehr vielversprechend. Mein Vater geht in die Polizeiakademie. Und dann geht es eben nicht lang, in den 80er Jahren wechselt die Politik. Der Tito ist eben gestorben. Dann. Also nach 80er, 90er dort der Übergang. Ja. Ja, was passiert genau? Es kommt ein anderer Herr, den Namen will ich nicht sagen, hat Macht. Er war auch ein Diktator und er war nationalistisch geprägt und hat dann sofort die Sachen da cancelled, die vorher gesagt worden sind, von wegen Minderheiten. Okay. Der hat nachher nur noch gesagt, as first, also für das Land. Und der Rest second, so wie Donald Trump. Nein, überhaupt nicht wie Donald Trump, schlimmer. Und ja, und mein Vater war Polizist und eigentlich recht hoch. Also recht hoch. Er hat seinen Job gemacht da im Dorf und nebendran und so weiter. Okay. Und irgendwann hat er halt Aufgaben bekommen, wie zum Beispiel sein eigenes Volk schikanieren.
Und irgendwann haben sie sich zusammengetan, die Polizisten, und haben dann wie die Uniform abgeleitet und gesagt, hey, wir machen das nicht mehr. Also war sie Dinge so wie Besprechung und Oberst, was auch immer Oberst hat gesagt, verprügelt müsst jetzt- Albaner. Gerade Ganz so. einfach. Ja. Jetzt nicht Okay. so wortwörtlich, aber wir wollen es da nicht, wir müssen da nicht Ja, alles verschleiern. Es okay. hat geheißen, verprügelt Albaner. Okay. Und dann haben sie gesagt, nein. Weißt du, wir Ja, geben das- die Uniform ab, haben sie dann auch gemacht und dann ein paar sind verfolgt worden, so ein bisschen, auf Ja. Druck gemacht, mein Vater halt nicht. Und dann hat er halt noch gedacht, ja gut, die Situation ist momentan ein bisschen brenzlig, man hat auch nicht so gewusst, wie es genau wird. Aber gut, dein Vater hat sicher ein paar Albaner kennen, die er hätte wollen verschlagen. Hätte er gar keine... Nein, überhaupt nicht. Also ich Okay. glaube, mein Vater ist dadurch, klar, wir machen jetzt auch ein bisschen Witz und so, Ja. aber immer wenn ich am Zoll oder so gehe und so alte Polizisten sehe und dann erfahre jetzt, wer mein Vater ist, dann kennen sie den irgendwie. Kosovo ist ein kleines Land. Ja, voll. Sie kennen ihn als, sage ich mal, als Ehrenmann. Ah, geil. Damit er mir, seiner Tochter irgendwann mal erzählen kann, ich bin ein Ehrenmann, hat er mir dann können mal erzählen. Easy. Nein, auf jeden Fall. Dann hat er eben nochmal angefangen Jura zu studieren, beziehungsweise angemeldet. Und dann ist aber so ein System gewesen, dass eben Schulen, Rapzap, nicht mehr albanisch gewesen. Auf einmal hast du nur noch die andere Sprache gehabt in den Büchern. Auf einmal ist extreme Propaganda betrieben worden. Eben der Albaner ist ein Einwanderer, ist bla bla bla, der albanische Dings ist fake, die Albaner gibt es in dem Sinn nicht. Die sind gekommen und haben unser Land besetzt. Okay. Blöd gesagt. Ja. So. Ja, und mein Vater hat so ein bisschen die Probleme gesehen und dann hat er gemerkt, du, da geht nicht mehr weiter, irgendwann kracht es da in dem Land. Und dann hat er gesagt, ich wandere mal aus. Und dort mal hat man noch Visa gehabt. Also Ex-Jugoslawien hat Visa gehabt, voll entspannt, ist in die Schweiz gegangen, weil wir dort einen Verwandten hatten. Also mit dem Flug, Auto. Ich glaube, er ist mit dem Auto gegangen, Okay. beziehungsweise Bus. Ja. Genau, mit dem Bus ist er gegangen. Easy. Dann hat er da gearbeitet, also vom Tellerwäscher bis keine Ahnung war, alle Jobs, die er bekommen hat. Und irgendwann dann auch in einem Hotel. Und dann, dann halt Geld abgeschickt. Ja. Und dann ist es immer brenzliger geworden. Er ist uns ab und zu besuchen gekommen, Aha, beziehungsweise er hat euch in dem Fall... Er ist alleine angekommen. er ist alleine gekommen. In So. einem Alter von, also ich bin da noch nicht auf Welt gekommen, so, da müssen wir noch ein bisschen 18, 19. differenzieren. Er ist 18 gewesen. Nein, etwa 20, 25, das ist zwischen 20 und 25. Er war jung. Gewesen. Voll. Also jünger als ich, ist er da in die Schweiz gekommen. Ja. Und hat dann Geld abgeschickt. Und er war halt der Älteste gewesen, von 3 Brüdern und einer Schwester. Und er hat so wie so ein bisschen Verantwortung irgendwo. Verantwortung gehabt und auf irgendeine Art hat er so den ersten Schritt gemacht. Okay. Und er ist eigentlich immer so ein bisschen ein Techniker gewesen. Er hat immer so Ideen gehabt zum Autobauen, Automobil. Er hat immer Lastwagen umgeschraubt an Autos und Traktoren und so weiter. Und die haben auch eine kleine Garage gehabt. Er hat so immer da updaten und hat auch für da immer Geld geschickt. So ein bisschen, dass Familie sozusagen nicht einfach Geld hat, sondern dass sie investiert in etwas, was sie dann auch später hat. Und heute haben wir im Dorf eigentlich recht eine stabile Autowerkstatt, Okay. die recht gut läuft. Und da ist eigentlich von Investitionen von meinem Vater gekommen, so grundsätzlich. Ja. Und natürlich auch vom Onkel, weil der Onkel ist ein guter Arbeiter gewesen, da darf man ihm auch nicht nehmen. Weil du kannst ja einem 100 Stutz geben, aber er hat daraus 200 gemacht oder Voll. viel mehr. Okay. Und Werkstatt heisst wie euer Name oder ist es irgend so ein... Nein, es heisst wie mein Bruder, Fiktive- wie mein Bruder, wie mein Onkel, Zili Automobil oder so. Okay. Voll. Also so auf entspannt ist jetzt nicht irgendwie groß oder so. Für das Dorf oder die Kleinstadt ist es hat ein paar und er ist einer der größeren. Geil. Also auf jeden Fall etwas, wo du kannst leben davon. Okay, nice. So in dem Sinn. Und da wird auch immer laufen. Das sind halt so, Autobranche läuft immer. Ja, vor allem dort. Vor allem dort unten, ja. Voll. Und dort hat es eh alles kaputte Autos von dem her. Und dort ist alles nur Mercedes, oder? Sind so all... Ist da immer noch so eigentlich? Dass dort immer noch so... Das ist mehr die Albanien. alte- Das ist mir, Das ist mehr Albanien. Weißt Bei du, wie Albanien euch? ist der Slogan, fährst du kein Mercedes, hast du kein Auto oder so. Blöd gesagt. Bei uns ist mehr Volkswagen Golf. Okay. Also die Vierer da, die Boah, welcher ist der die alte? so 2 aussehen Jahre. wie Boah, Vorhut. ja, voll. Ein Golf ist eh in Kosovo. Okay, klar. Aber bei uns gibt es jetzt nicht so eine Marke oder so. Aber in Albanien hat sich der Mercedes schon ausprägt. Das ist schon krass. Ja, und dann ist er halt ausgewandert und dann ist es brenzliger geworden bis 1999, wo dann der Krieg effektiv ausgebrochen ist, wo halt die Albaner dann protestiert haben und gesagt haben, hey, nehmt uns alle Rechte weg, weil alle Rechte sind weggenommen worden. Bis sogar, du hast als Albaner nicht mehr dürfen, als an die öffentlichen Plätze gehen. Okay, krass. Du darfst nicht am Marktplatz gehen, als Albaner. Weißt du, was ich meine? Und da ist, Also kann man das vergleichen mit Nationalsozialismus? ja, absolut. Okay, krass. Absolut.
Aber ihr habt, also das ist vielleicht eine dumme Frage, aber ihr habt nicht irgendein Kennzeichen müssen haben, wenn ihr Nein. rausgeht? Aber man sieht schon aus dem Kopf. Also, ja. Aber da ist ja kein Stern, sondern Ja. ein Viereck. Okay. Ein Quadrat. Ja. Nein, ja, da ist so ein bisschen da gewesen. Ja, und ich bin, wo halt, da ist jetzt auch ein bisschen tragisch gewesen, weil mein Vater ist halt in der Schweiz gewesen und er hat uns nicht in der Zeit können aufholen, wo jetzt der Krieg ausgebrochen ist. Er ist sozusagen auch in der Schweiz gewesen und hat müssen mitzulassen oder mithören, weil wir keine Verbindungen wirklich hatten, so über Handy oder Telefon oder so, wie jetzt wir flüchten. Und wir mussten wirklich müssen flüchten. Es war Genozid gewesen. Ja. Hängt mir jetzt nicht auf, die Haters. Es ist staatlich befehligt worden, Ja. um die Leute zu vertreiben. Ja, voll. Und jetzt nennen das, wie ihr wollt. Für mich war es ein Genozid gewesen. Es sind zivile Leute ums Leben gekommen, und zwar unnötig. Ja. Kosovo hat eine Befreiungsarmee gehabt. Aber die ist fraglich gegründet voll. worden. Da, bevor jetzt die Leute kommen und sagen, ist kein Genozid gewesen, weil in der Armee hatte. Ja. Also die UCK war eine Hobby-Armee. Weißt du, Hobby, so Leute, die schnell eine Waffe, wie nie, wenn ich jetzt eine Waffe nehme, gut, jetzt habe ich militärische Ausbildung genossen in der Schweiz. Aber dann ist aber doch Miliz, oder? Ja, es ist Ja, wo- sozusagen eine Miliz gewesen. Ja. Genau. Voll. Und die ist aufgrund von Pression gestanden, weil man einem gewissen Volk Druck gemacht hat. Sozusagen, Taliban ist auch so entstanden, Dings und so sind alle entstanden. Voll. Die haben einen guten Sinn dahinter gehabt. Obwohl Krieg keine Lösung ist. Und unser damaliger Präsident, leider schon gestorben, er war unsere einzige Hoffnung gewesen, nach ihm ist nur ein Abfall gekommen. Er hat auch gesagt, hey, ihr von dem Militär habt die Schnorren. Weil der Gegner wartet nur darauf, dass wir sagen, wir haben eine Armee. Weil dann haben sie einen Grund, um uns zu schienen. Ist das der mit der Brille? Ja, Okay. Da habe ich Weißt schon viel gesehen, vor allem bei Kollegen die haben sie so. voll immer als Gangster. Dings. Das Voll. ist wirklich ein Ehrenmann gewesen. Ja. Dann gibt es ein paar Vollalbaner, also Vollidioten, die dann sagen, das ist nicht gut gewesen. Aber das ist ein anderes Thema. Es sind so Zwiespältigkeiten. Ja, da gibt es immer. Das ist richtig krass. Auch Manchmal untereinander, oder? Untereinander richtig extrem. Der eine Das ist sagt, ich immer bin so. pro da, ich bin pro da, ich bin pro da. Voll. Der andere sagt, ich bin anti-Amerika. Das ist auch so ein Thema, das wir vielleicht noch ansprechen. Ja, auf jeden Fall, er hat so gesagt, sind ruhig, ich bin jetzt Kontakt am Aufnehmen mit internationalen Beziehungen, bla bla, mit Europa und gang umreisen und erzähl, was mir passiert. Er ist natürlich auf der Abschlussliste gestanden. Also man hat mehrere Anschläge auf ihn versucht und so. Man weiß natürlich von wem. Okay. Von Albaner angeblich, aber man weiß, wer die Albaner bezahlt hat. Also, ist ja Also klar. in der Schweiz, oder? Nein, aber allgemein. Dings. Also. Sonst ist irgendwann hat er dann mit Amis Kontakt gehabt, dann ist er, Ja. sagen wir mal, ein bisschen secure gewesen. Ja. Und Aha, du redest jetzt vom. Ja, ich meine, du redest von dem Vater. Alter. nein, Jetzt voll weg nein, gewesen. sorry, Okay. nein. Voll. Ich will aber da nicht zu viel Namen sagen, weil es ist wirklich ein heikles Thema, Ja. wo man auch schnell abgeschossen wird. Ja. Auf jeden Fall hat er es dann so angebracht, dass es bla 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 einigermaßen gut ist und dass Unabhängigkeit ein bisschen in Stand kommt. Und da ist natürlich ein bisschen schlecht für sie und darum direkt da Züge eine Rolle bringen, bevor da etwas anderes passiert. Ja. Und irgendwann hat halt der Krieg so aufgehört, weil NATO dann gesagt hat, hey, wenn ihr jetzt nicht aus Kosovo rausgeht, in den nächsten 24 Stunden, dann bombardieren wir euch. Das hat dann Amerika gesagt. Und dann haben sie eben den fragwürdigen Beschluss gemacht, weil Amerika ist direkt eingegangen und hat dann kein Gremium Veranstaltung gemacht, zu sagen, sind da dafür oder sind da nicht dafür. Aha, so, ja. Sie sind noch direkt gegangen, weil es wäre nicht dazu gekommen, weil Russland hat die Vetorecht gesagt Veto. und gesagt, nein, machen wir nicht. Voll. Da ist Amerika direkt gegangen und gesagt, sind ruhig, da. Wir wollen kein zweites Srebrenica haben. Das ist ja da kann man auch sagen, Genozid an Bosnien gewesen. Ich schon. Weißt du, da kann man jetzt auch sagen, ist wegen dem und dem. Nein, redet euch, wann ihr wollt. Leider ist die Politik von euch leider so gewesen. Also ich unterstelle niemandem, gell? Das ist genau wie bei den Deutschen. Was könnt ihr dafür? Es ist echt immer so, wenn es. Wir greifen euch da nicht an, so in Nein, dem nein, Sinne, es wenn ist, man das auch, sagt. es ist auch auf der ganzen Welt so, dass einfach Macht am Anfang so genutzt wird, dass es fürs Volk dient, oder? Und dann kann es sehr schnell kippen. Sehr, sehr schnell, dass einfach dann die Macht komplett ausgenutzt wird. Voll. Da siehst du in Nicaragua, da siehst du, von den Amis siehst du bis jetzt noch, wie sie eigentlich die Macht missbrauchen. Ja, wie du vorher gesagt hast, NATO. Sie haben eigentlich die Pflicht, zum so wie der NATO da unterstellen und sagen, also nicht unterstellen, so wie so sagen, ey, wir wollen die und die Länder angreifen oder was auch immer. Und dann müssen eine Entscheidung fällen. Aber sie haben das noch nie gemacht bis jetzt. Noch kein einziges Mal. Das heisst,
USA geht eigentlich immer in Länder ein, wo sie eigentlich gar nicht dürften. Mhm. Kriegsverbrechen. Und da bis jetzt noch. Voll. Also in Irak ist ja passiert. Eben in Nicaragua. Das ist schon also seit nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich immer so gewesen, dass USA eben ungerechtfertigt in diesen Kackländern gegangen ist. Voll. Und eben, man hat ja dann noch herausgefunden, dass in Irak alles klar war. Man hat gesagt, der Paul oder wie er heisst, so ein Außenminister an der 2002, hat irgend so Fläschchen angegeben beim NATO-Gipfel und hat gesagt, schau, das sind Massenvernichtungswaffen vom Saddam. Eine kleine so Reagenzglas oder was das war. Ja, Und das war Grund genug, gewesen, zum Nachangriffen, so quasi. zum auch Genozid zu machen. Voll, er hat so mehr wollen provozieren, so quasi das Lächerliche zu ziehen und die Voll. Und eben genau der gleiche Dude hat 2009 gestanden, dass er geklagt hat. Mhm. Der Paul, genau der gleiche, wo das Zeug so vergeben hat. Ah, okay. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Was natürlich der Amerika-Dings runtergeht, da sind ich positiv, zum Glück sind sie dort reingekommen. Weil sonst wäre Schlimmeres passiert. Voll. Und da ist jetzt in dem Fall nicht gelogen gewesen, von unserer Aussicht her. Ja. Und eben, wie gesagt, mein Vater war dann eben da in der Schweiz gewesen und hat nicht können runtergehen und hat wie müssen auf News warten. Das war natürlich eine sehr harte Zeit gewesen. Weil ich und also die ganze Familie eigentlich, also die Großfamilie, also alle Onkel und so weiter, sind dann geflüchtet und zwar alles genommen, so das Wichtigste, weil der Dings ist Startschuss ist jetzt oder sonst bei Sport. Voll. Und zwar innerhalb von den Tag können entscheiden, dass du, also vorher jetzt bei uns, wir sind im Westen vom Kosovo, Nordwesten, der hat mehr verwünscht wie Osten. Also Westen von Kosovo ist gezielter angegriffen worden, weil auch ein bisschen entwickelter war, kann man ehrlich sagen. Es sind mehr Industrie gehabt und weil sie auch die Verbindung zu Albanien hatten. Ja. Man hat immer gemeint, vielleicht kommen Albaner von Albanien und so. Voll. Sind es nicht auch die Hunde? Nein, mal sind schon. Also, nur Jokes. Aber auch noch eine andere Frage. Stimmt das, dass kennen der James Blunt? Ja, er war ein Soldat Stimmt das? in der NATO. Ja. Legit? In Kosovo, ja. Habe ich Der ist- gemeint, ja. Ah, der ist ein fucking Engländer und ist einfach... Ja, er ist dort mal ich glaube nicht, ich weiß nicht, wann er war, in der NATO oder so. Und darum zeigt er sich immer so als Soldat, als ob er keine Ahnung was gemacht hat. Also der ist anscheinend bei der UCK gewesen. Nein, da nicht. Er ist- Da habe ich mal gelesen. Und er hat es, glaube ich, sogar selber gesagt. im Kann schon Interview. sein, dass er mit der UCK zu tun hat, Ah, so. aber er ist von Nicht so an der der Front NATO gewesen oder mit UNO oder keiner von wem er Ah, gekommen ist. okay. Ja. Er ist ein Engländer, die es geschickt haben, Voll. um dort für Ordnung zu sorgen. Die sind ja im Nachhinein gekommen. Weißt du, wo sie den bombardiert haben, dann jetzt eigentlich nur noch müssen schauen, dass die Albaner kein Dings machen, kein Rachefeldzug. Ja. Weil man hat ja vieles gemacht und dann bist du natürlich emotional geladen und dann hat man die Leute mehr geschickt, um zu beruhigen, um zu sagen, hey, macht jetzt kein dummes Zeug. Ja. Und das war so da. Gewesen. Weißt du, Also nachher ist nicht wild gewesen. Voll. Also ja, da davor war wild gewesen, ja, da ist wirklich Krieg, wie man es kennt, mit Bomben, mit allem. Und da danach ist mehr so beruhigend gewesen. Ja. Und wir sind halt, unsere Familie hat dann alles gepackt auf Traktoren, bam, 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 mit Säck und da, alles das Wichtigste, was du nehmen konntest. Und dann ab nach Montenegro ist so eine Bergroute gewesen. Also wir sind in der Nähe von so einer Bergkette und wer so sich ein bisschen auskennt, die Berge zwischen Kosovo und Montenegro, die sind hoch. Klar, wir sind nicht auf den Bergspitze gegangen oder so, ist ja klar, aber, Ja, voll. aber die sind höher wie der Sentis und so weiter. Ja, krass. Also da war so die Zeit gewesen. Und meistens auch zu Fuß. Ich kann mich halt an nichts erinnern, ich war ein Baby gewesen. Ich war 2, 3 gewesen, 2 Jahre, ich kann mich an nichts erinnern. Ja. Meine Geschwister, die eher, die sind älter gewesen. Ja. Und ja, und wir haben das Glück gehabt, dass wir halt nachher von Albanien aufgenommen worden sind in Montenegro. Am Strand. Wir sind sozusagen wirklich am Strand gewesen. Also sind einfach random, irgendeine Familie hat Ja, euch abgefangen. Ja, also es hat so Flüchtlingslager gegeben. Also, Die sind so ein bisschen organisiert gewesen. Ja. Die haben ja gewusst, hey, dort hinten kracht es. Die haben sich Zusammen. wirklich zusammentun. okay. Und dann sind wir sozusagen von so einer Familie aufgenommen worden, beziehungsweise haben dann dort dürfen bleiben, bis wenn es vorbei ist, wenn du wieder darfst zurückgehen. Okay. Haben ihr noch Kontakt? Nein, weil ich kenne dort gar nicht. Obwohl eine Person, ich weiß, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob der Kontakt von dem dort ist. Weil wir sind ab und zu auf Ulcin gegangen, das war eben in Ulcin. Und ich weiß aber nicht, ob das von dem ist. Ja, kann gut sein. Das könnte sein. Habe nie hinterfragt. Aber jetzt, wo du sagst, ich würde gerne mal fragen. Ja, fix. Krass.
Auf jeden Fall, ja, im Gegensatz zu anderen, die haben müssen, in so keine Ahnung war, in schlechten Bedingungen müssen in Zelten pennen, weil es ist auch Winterzeit war und so weiter. Das haben wir das Glück gehabt, dass wir am Strand waren. Ja. Also klar, der Weg ist natürlich krass gewesen bis zu dahin, gell? Das sind von da bis, Graubünden. ja, also, ja, über Graubünden, zu Fuß. Ja, gut, übertrieben gesagt. Sagen wir mal, sicher bis auf Graubünden zu Fuß laufen. Ja, okay, das ist krass. Also, Aber du bist eh noch getragen worden, Alter. ja, ich bin nur getragen worden. Hauptsächlich, voll. Ja, so viel zu dem. Und dann irgendwann halt wieder zurückgegangen. Wie gesagt, ich hatte auch keine Ahnung. Unsere Häuser sind alle verbrannt gewesen. Weil das ist auch eine Kriegsstrategie. Wenn du schon nicht kannst erobern, dann mach alles kaputt. Weil morgen bauen die Albaner Häuser. Und von wo kommt der Zement, von wo kommt die Backsteine, von wo kommt alles. Ist alles von dem, der uns eigentlich gepeinigt hat, auch wieder gekommen. Und der hat immer Win-Win gemacht. Das sind Kriegsstrategien. Das sind vertiefte Sachen, die auch Aber denkst du, das ist echt so vertieft, die Gedanken? Oder sind aber so nur kurz einfach... 100%. Ich glaube, da... Es hat Studienaufträge gegeben, wie man kann. Da will ich jetzt nicht sagen. Da. Okay. Weil da ist wirklich, da nachher haben sie mich vielleicht am Pranger. Weil da man immer so denkt, die wollen Weil einfach ich muss nur leider vernichten. sagen, Lobbyismus von ihnen ist sehr stark. In den Okay. News und überall. Und Ja. sie nehmen gerne Leute hops. Vielleicht Okay. auch mich. Okay. Aber mir werden es jetzt nicht hops nehmen. Inshallah. Nein, da wird es nicht schaffen. Sonst, okay, gib auf. Nein, Spaß. Dann ist wieder Quarantäne. Weil das Problem ist jetzt gerade die Situation momentan ist auch sehr heikel bei uns. Ja. Ja, aber da wird ich jetzt vielleicht mal in einem anderen Podcast erzählen, wo noch vielleicht Interesse haben. Nein, ich will es nicht sagen. Ja, Er macht ständig zurück. fest auf. Alter. Sorry, es ist. Ständig. Es Er ist- macht Ja, ich auf, macht wieder zu. Aber ich mache heute Es- ich will kein Fest aufmachen, aber Es ist Nein, halt nein. schwer. Es ist wirklich schwer, weil es hat halt, da ist halt wirklich ein Main-Faktor, ein Aggressor, der immer noch Ja. auf uns druckt und immer noch Stress macht. Nein, Gerade voll. jetzt vor kurzem ist der Alexander Vucic, der Premierminister, der früher Propagandaminister war, gell? Wow, Ja. was für ein Zufall. Der ist jetzt Präsident. Krass. Da sieht man, wie politisch die eingestellt sind. Schon krass, dass es eigentlich die Bezeichnung überhaupt gibt. Propagandaminister. Ja, der ist. also das ist kein Ist offiziell, meinst du? verifizierter offizielle, das ist einfach nur von Menschen erfunden. Da ist der Goebbels gewesen, Kann ich, weiß nicht. Propagandaminister vom Hitler. Er war Rhetoriker. gewesen. Er ist Er ist ein sehr guter Rhetoriker gewesen. Er ist ein sehr guter. Ja. Die haben im Süden von Serbien Leute abgeschickt, die ein bisschen die Albaner traumatisieren. Mhm. Ob es jetzt politisch, ob es jetzt vom Staat gekommen ist oder nicht, das Ja. sei dahingestellt. Man könnte meinen, ich unterstelle es natürlich der Regierung nicht. Der Munkel. Und 2 Tage nachher, was für ein Zufall, geht er dort besuchen. Und Wo erzählt geht er besuchen? die albanische Städte im Süden. So. Genau, die Dörfer, die dort noch existieren. Ja. Weil es heißt ja immer, es lebt fast kein Albaner mehr in Kosovo, es lebt auch fast kein Albaner mehr in Serbien. Wie gesagt, meine Familie ist ursprünglich aus Serbien. Und ja, Hard Facts, ne? Aber das sagen wir ja nicht, weil wir keine Politik haben. Wir sind auch kein starkes Land, wo sich kann vertreten kann. Ich meine, die haben jetzt Gräueltaten gemacht aus unserem Land und wir haben immer noch keinen Cent verlangt. Ja, voll. Weil da halt verdammt gute Politiker sind. Sie sind die stabilsten Politiker. Gott segne die. Für ihr Land sind sie perfekt, für uns sind sie toll. Voll. Wie gesagt, geht er dort an und provoziert und sagt, wir können euch denken, Recht bekommen. Weißt so, wir können euch denken, mehr Recht bekommen, das kommt gar nicht in Frage. Aber gleichzeitig verlangt er, dass die Minderheit im Kosovo, wo keine, ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent ausmacht, nicht einmal 10%, sollte gesetzgebende Gewalt bekommen, also so das Recht. So quasi, damit sie ein paar Jahre können sagen, hey, wir wollen uns von Kosovo trennen. Da kommt Ach so. jetzt den Okay. einführen Ja, als Dings. voll. Er sagt, er verlangt das von uns, aber sagt Gott, gleichzeitig einen Vortrag gehalten, ihr bekommt es nie über. Wie absurd ist das, um das zu verlangen? Aber bei uns verlangt das. Das ist Politik für ihn. Ja, voll. Aber der ist schlau. Der ist schlau. Dann geht er und wird boot und weiß doch auch nicht was. Und dann sagt, oh mein Gott, schau, was die mir machen. Ja, geht so. Hey, ja, Bro, Alter, du sagst ihnen, du gibst ihnen kein Recht und denkst, dass du applaudiert wirst, oder was? Ja, voll. Aber da ist eben gezielt, um da bei ein paar Andersmeinende, vor allem gegenüber Westen und vielleicht auch gegenüber Albanischen, läuft da voll in die Finger und dann gibt es halt so Leute, die sagen, ja, gesehen da, das sind Pöbel.
Ah, so, okay. Weißt du, Da geht also- irgendwas aus und so, okay. Voll. Aber zum Glück gibt es Geheimdienst, danke nochmal Geheimdienst, die machen super Arbeit. Shoutout Geheimdienst. Shoutout Geheimdienst, Los ich habe es da. immer unterschätzt, wirklich, ich habe immer einmal gedacht, da ist so mehr in den Films und so, aber der läuft so krass. Mhm. Also ich glaube, da können wir uns gar nicht vorstellen. Wirklich. Da mit den Telefons abhören ist etwas Kleines. Ja, vielleicht wissen sie ja, wer Pyramide gebaut hat. Ja, die Oder wissen es hundertprozentig. Müssen Also, da so mal eine kurz Witze. eine E-Mail schreiben. Die wissen ganz genau, was passiert auf der Welt und die müssen es halt immer ein bisschen abschätzen, was so los ist. Ja. Heiland sagt, es wird gar nicht ein Werdegang von mir. Ja, kann man das sagen. Ja, da wird's, Aber es ist halt ein heißes Thema. Das ist halt wirklich, und ihr merkt vielleicht auch, gerade, ich bin auch ein bisschen emotional geladen bei dem, weil es betrifft mich und Familie. Wir haben auch Familienangehörige verloren im Krieg und so weiter. Und wir spüren auch die Nachkriegszeit, die ist halt nicht schön. Und das ist auch ein Grund, wieso ich da bin. voll. Vielleicht ist, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin undankbar, dass ich da bin, aber ich wäre vielleicht gerne im Kosovo. Mhm. Ja, und jetzt heißt, wieso gehst du jetzt nicht zurück in Kosovo? Bruder, ich bin Ja, aufgepasst. das Bro, kennst du, iPhone schmeckt und Felge N3 schmeckt schon. Und Dort kannst du nicht in der Öffentlichkeit twerken. Wie du es da in der Schweiz wärst. Scheiße. Also der Krieg ist vorbei gewesen. Sind wir dort. Mein Ja. Vater kommt zurück. Wir haben es glücklicher danke Gott überlebt. Und alles ist gut gegangen, wirklich im Vergleich zu was andere müssen erleben. Ist wirklich ein Geschenk gewesen. Ja. Mein Vater geht wieder in die Polizei an, fängt wieder Polizeischule an und merkt aber schnell, das Land ist kaputt. Ist alles Also warte, nochmal zum Verstehen. Er ist von der Schweiz wieder zurückgekommen. wieder nach dem Krieg. zurückgekommen. Okay. Genau, nachher hat man wieder Polizei gehabt. Und man hat so eine provisorische Regierung gehabt. Dann hat mein Vater gesagt, ja, scheiße, man, mit 300 € kannst du nicht überleben. Das sind nicht mal 300 € gewesen, vielleicht. Also im Monat. Im Monat, genau. Und du musst wieder aufbauen. Du hast kein Haus mehr, dein Haus ist abgefackelt. Es stehen nur Grundmauern und vielleicht noch ein paar Dachbalken Ja. und so weiter. Und da muss wieder alles aufgebaut werden. Und dann ist er wieder in die Schweiz gegangen und hat dort aufgebaut. Also beziehungsweise wieder Geld gemacht, um die Häuser sanieren und bla bla bla. Aber es ist halt irgendwie gegangen. Und irgendwann sind wir dann mitgezogen. Und ratet mal, mit was wir noch in die Schweiz gegangen sind. Traktor. Ich hätte es auch, weil du vorher Traktor erwähnt hast, hätte ich auch Traktor gesagt. Wir zeigen nicht zu Füßen, Alter. Mit dem Flugzeug, Bro. Ja, Ganz ganz entspannt. Aber heißt da, Alter, wir sind Albaner, also wir machen es bequem. Weißt du? aber heisst das erste Mal, wo dein Vater in der Schweiz war, nicht den Gedanken gehabt hat, dass von Anfang an. Nie. Auch heute nicht. Er bereut es. Er bereut es absolut. Was bereut jetzt? Check. Dass er in der Schweiz ist. Ah, krass. Also er ist halt ein bisschen patriarchischer und Ja, das ist Heimat. so, Ja, und er hat halt Zeug halt erlebt, gell? Und er hat auch so ein bisschen das Ego, weil du musst da verstehen, jemand versucht gerade das Volk auszulöschen und du löschst dich selber aus, indem du in ein anderes Land gehst. Weißt du, was ich meine? Diaspora, auch wenn viele da motzen, Ausländer, bla bla bla. Wer 100 Jahre Garantie? Wer garantiert mir, dass mein Enkel noch Albanisch wird können? Da kannst du selber garantieren. selber garantieren. 100%ig. Alter. 100%. Alter, meine Kinder Hundertprozentig, müssen Kurdisch sprechen. Okay. Ja, safe. Und da nur, vor allem nicht unbedingt jetzt primär wegen mir, sondern auch wegen meinen Eltern. Ja, safe. Ich will, dass sie beleidigt werden und dass sie da verstehen. Ja, okay, sie Was beleidigen bei uns. Ja, aber die Sprache, das ist, Okay, da gutes liegt an Argument. uns, Bro. Da liegt Okay. vollkommen an uns. Ja, ich weiß schon, aber da meinst du vielleicht. Aber wer weiß, wie dein Sohn wird oder deine Tochter. Schwul. Was auch schön ist. Also wirklich. Du weißt es echt Du nicht. kannst immer noch zurücknehmen, gell? Wenn nicht, dass du nachher nochmal ein Backfire bekommst. Nein, ist mir egal. Nein, das ist alles gut, ey. Ja. Das ist Nein, du etwas Und Normales. auch wenn, ist ja gleich. Egal, Ja, wie eben, also- orientiere er muss Kurdisch schwätzen. Gut. Egal was. Gut. Ja, also wie gesagt, das kannst du nicht garantieren. Und die Geschichte zeigt, dass Leute sich assimilieren mit der Ja, Drittgeneration Egal wie ist schon stark. da. Hey, was assimilieren. Zeit. Oh, ich bin studiert. Wow. Schau, siehst du, kannst nicht mal Albanisch, Kontaminiert. wenn du so Wörter benutzt. Kontaminieren. Das ist, Was? Aber eben, du hast es völlig in der Hand, Alter. ja, ich weiß schon, was du meinst. Egal, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ja, da ist so, er denkt, ja gut, ich mache so eine Grundausbildung da und nachher gehen wir wieder zurück. Aber dann hat es so Familien-Strategy-Stories gegeben, wo dann da unzufrieden sind, Familienangehörige, bla bla, und er hat sich ein bisschen verstritten und so weiter und dann ist man halt da geblieben, so in dem Sinn. Ja. Weil es schmeckt. Es schmeckt echt. Schmeckt, weißt du so.
Kann man einfach mal sagen. Yes, sir. Und dankbar auf jeden Fall, weißt du so. Danke Schweiz, dass mich duldet. Danke. Dankeschön. So, jetzt würde ich aber noch ein bisschen von meiner Kindheit erzählen. Wie bin ich so aufgewachsen? Also, wie war so der Standard von so einem Albaner unten im Kosovo? Also, wir sind in so einem kleinen Dorf gewesen, wirklich. Du bist ja Dunne 2 gewesen. Ja, Deine Kinder hast du ja da verbracht. ja, ja, die akzeptiere ich nicht. Kennst du? Vorher noch dankbar. Nein, also, nein, Nein, wieso? ja, okay. Was? Meinst du das? Haben wir gepressen? Nein. Weißt du wer? Halbwahrheiten. Halb. Also, okay, ich Oberlink, bin, ganz ich bin mit 5 in die Schweiz gekommen und ich sage jetzt mal die Zeiten, wo ich in Kosovo war. Und zwar jeden Sommer sind wir abgegangen und zwar lang. Ja. Und ja, Sind ihr die gewesen, die eine Woche zu spät in die Schule gekommen sind? Nein, wir sind, Und deine Eltern gesagt haben, so Nein, am nein. Lehrer, wir sind krank, nein, oder? nein, wir so nicht krank. wir sind immer ehrlich gewesen. Aber es gibt so Leute, die haben einmal Die nutzen Was? das immer Krank. aus, Alter. eine Woche vorher. Die kommen, Also gemäß. Ich glaube, das habe ich auch. da hat auch die Direktorin schon ein paar Mal erlebt, dass eben Kinder eine Woche später in die Schule gekommen sind. Oder Und dann nachher eben Eltern gesagt haben, hey, wir sind krank oder wir haben Corona jetzt oder so. Ja. aber das ist auch aus dem Grund, weil die Wegen- meisten Zu wenig Ferien. Wegen Kosovo schmeckt im Sommer. Kosovo schmeckt im Sommer. Und das Problem ist auch wegen dem Anreisen. Die meisten sind mit dem Auto gegangen. Und wenn Ja. alle aufs Mall gehen, du bist immer im Stau stehen geblieben und das war richtig mühsam gewesen. Ja. Und darum haben ein paar gedacht, Grenze wir auch, sind oder? so ein Fuchs und gehen eine Woche vorher. Oh mein Gott, eine Woche vorher hat ja Zürich Ferien. Weißt du Ah, was, so, weißt ja. du? Nein, schlussendlich ist die Rechnung nicht ganz aufgegangen. Aber ja, es hat schon eine Rolle gespielt, wenn du runtergehst. Ja, logisch. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben dort auch so ein Finkenleben gehabt, das hast du auch mal gesagt. Wir sind immer im Finken rumgelaufen, unsere Füße. Wir haben immer so Wasserstellen gehabt, bevor Ich wir... hatte Finke gehabt, Bro. Ich war barfuß gewesen hier. Gerade so, weißt du, mit ganz so anfangen. Weil ihr Nägel gehabt, ihr nur Fleisch gehabt. Ey, stimmt da eigentlich, dass Indien nie Fußball mitspielt, weil sie... Nein, das ist ein Scheiß. Sie können mit Schuhen nicht umgehen. Nein, sie haben sich. Look, das ist echt umgegangen. Ja. Sie sagen, dass Indien Anforderungen hat an der FIFA oder wer auch immer, oder, dass sie barfuß wollen Fußball-Weltmeisterschaft spielen. Aber es gibt jetzt auch Fußballmannschaften in Indien, halt nicht in dem Niveau, aber die haben auch ganz normal Nockenschuhe. Ich weiß nicht, von wo da gekommen ist, da mit dem Barfuß, aber da macht er hin und durch macht er kein. Hin und durch, sagen wir. Hin und vorne. Hin und vorne. Rein und dann geht er durch nach vorne. Hin und vorne macht da keinen Sinn. Ich weiß nicht, wer da mit dem Barfuß in die Wege. Wir laufen barfuß rum viel, oder? Und viele Inder haben auch Füße. Gern. Und ja, Okay. weiß nicht. Okay, in dem Fall, das sind Halbwahrheiten. Das sind echt. Der geht einfach zu lang. Am Anfang. Halbwahrheiten. Halbwahrheiten. Ich finde das so schlimm. Halbwahrheiten. Naja, Aber ja, du hast Fußball gespielt? Nein, was? nein, auf jeden Fall, es war so Finkenleben gewesen und da war immer so der Standard gewesen. Unsere Zeche sind einmal schwarz gewesen vor Sand. Also wir haben wenig Asphaltstraßen gehabt. Sind wir meistens kiesbeleidigt gewesen und so staubig halt ab und zu, wenn mal ein Auto durchgefahren bist. Du nie darf im Dorf zu schnell durchfahren, also sonst die ganze Nachbarschaft verflucht. Ja, fix. Und ja, dann haben wir immer so Wasserstellen gehabt, immer bevor wir ins Haus hier gelaufen sind. Und das sind übrigens Häuser gewesen, dort haben mehrere nachher wie Großfamilie, also ich habe in einer Großfamilie gelebt. Das ist nochmal ganz etwas anderes, finde ich, von der Konstellation her. Also du meinst mit Tante, Onkel, alle in einem Haus? Alle Voll. Großmutter? Wie da auch. Voll. So, okay. Ja? Dann machen sie da auch. Ja, kennt fast niemand. Ich kenne Ballbahnen, wo sie Albaner? Aha, ja, das kann sein. Voll. Die sich es leisten können, Ja, die, voll. die machen es. Weil es ist wirklich eine Frage wegen dem Geld. Ja, Entweder hast du ein Indien, wir fettes wohnen auch noch Haus. so. Indien, Es theoretisch. ist nur so bei uns Oh. strukturiert. Alles Einfamilienhäuser. Voll viele geil, bei uns gar nicht mehr. Bei uns alle einzelne Häuser jetzt. Voll modern geworden, die Albaner. Also auch so Bro, Steinblöcke mit Wohnungen drin. Was die Aber Schweiz gut ist nichts dagegen. Albaner sind so modern, die fliegen richtig. Voll. Was heisst modern? Also so im Negativen meine ich Aha, jetzt. so, Ich okay. nehme es ein bisschen hops. Hops. Die verkehren nicht mehr miteinander, es ist richtig kalt geworden. so, okay. Aber was richtig schade ist, finde ich, ist es überhaupt nicht so gewesen. Ja. Also wie gesagt, eben, du weißt nicht, das ganze Dorf hätte einen Nachnamen Hassanai gehabt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, es sind alle Verwandte gewesen irgendwie. Ja, voll. Irgendwo durch ein paar Generationen weg, aber
Du bist reingegangen, in jedem Haus hast du reingehen und hast nach Essen verlangt und nachher hast du Essen bekommen. Oder sind immer gefragt, hast du vergessen? Du, nein, Mann, ich will nichts essen. Aber Weißt ich glaube schon, dass das noch immer noch teilweise so ist, oder nicht? Es ist schon teils so, ja, aber Aha. sie verkehren untereinander nicht mehr. Wenn wir gehen, wir sind wie so, also es ist damals so wirklich, wenn wir einmal runtergehen, dann vermissen sie da. Also wirklich auch die Eltern sehen uns okay. als die Kinder von dort mal, wo sie jetzt nicht mehr sind. Also es ist so ein bisschen wie Utopie, die nicht mehr... Voll. Ich Ich kann mir das auslösen wie Nostalgie wieder zurück. Genau, Ja, okay. voll. Dann machen wir sie bei ihnen und sie bei uns. Das ist aber richtig krass. Geil. Und dadurch finde ich es auch recht emotional einmal und das packt mich einmal, wenn ich einmal mal weggehe. Ja, das Das glaube ist ich. richtig krass. Ja. Wie gesagt, wir sind dann immer Dings gegangen, dann hat eine Tante immer Essen gemacht für alle und dann irgendwie eine andere, ich weiß auch nicht. Essen die am Boden? Wir hatten früher noch so Tipsis gehabt. Ja. Die sind ganz so runde Tische wie der etwa, Ja. nochmal ein bisschen grösser aus Holz und das ist etwa 20, fast so hoch gewesen wie der, ein bisschen höher. Da, etwa 20 cm, 25 cm vom Boden weg gewesen. Aha, okay. Und dann hast du am Boden gegessen. Also wie Japaner fast. Voll. Irgend so etwas am Boden, Voll. irgendeine Fläche, okay. Voll so ein Kreis und dann sind alle angehockt im Schneidersitz und dann sind sie zum Tisch gegangen. Und dann dort, Den Tisch gehabt. Bro, wie haben wir einen Tisch gehabt? aber okay, wir haben hauptsächlich mit der Hand gegessen. Ich habe ja nicht mehr gewusst, was Nicht mal Finger, Alter. wir haben nicht mal Nägel, Bro, Alter. Wir müssen so. Ja, easy. Also mit dem sorry, Maul sorry, am ja, nur Boden. davon. Ja, das ist okay, absurd. Ja, dann sag mal, das sind so Stories. Also mein Großvater, er war leider nicht mehr unter uns. Er war so richtig alte Schule gewesen. Mhm. Er ist auch so ein, ich weiß nicht wieso, man, er ist so ein 2 Meter Albaner gewesen, man. Ah, geil. Und leider, wieso bin ich nicht 2 Wow. Meter groß? 2 Meter. Ja, er war riesig gewesen und er hat wirklich, das ist no joke, er hat 80 Liegestütze. Er hat, keine Ahnung, so 10 Liegestütze mit einer Hand gemacht, in einem Alter, wo keine Ahnung war. Weißt du, was ich meine? Vor kurzem noch. Und dann nachher ist ja auch so ein bisschen ein Gag gewesen bei uns, so der verprügelt alle. Alter, und das so. glaube ich nicht, Mann. Wo- 80 Liegestütze mit Nein, einer nicht Hand. 80, nein. 10 oder in, 5. einem, in, einem, in einem stabilen Alter hätte er noch 10 können machen mit einer Hand. Ah, okay, krass. Und ohne Aufwärmen oder so. Und er geht ja nicht ins Gym, aber da ist so der. Einfach so. Er ist, sagen wir mal, ausprägter gewesen. Ja. Und wirklich. Voll. Ja, und er ist halt so wirklich patriarchisch gewesen, Alter. Wenn der einmal gekommen ist und der hat kein Essen zum Beispiel gehabt, Voll hässig. dann sind alle Frauen voll aufgeschmissen gewesen. Scheiße, er ist gekommen von den Feldern. Ja. Weißt du, wir haben früher noch Agrarwirtschaft betrieben. Wie viele und so Frauen weiter. hat er gehabt? Nur eine, Bro. Alle Frauen. Nein, eine. Der Vater von meiner Mutter. Der Vater. Mol, Bro, sorry, Mol. Mol, der aber es ist so Ja, so voll. Ich so, hä, what the fuck? Der Großvater von der Mutterseite hat mehrere Frauen gehabt. Also das ist vielleicht mal ein anderes Thema. Das ist früher so gewesen, vielleicht Polygamie. Da hat es öfters mal gegeben und vielleicht auch mit muslimischen. Das sind aber auch Sachen, gell, das ist so Strukturen, weil aus Armut sind so Ja, Sachen voll. auch ein bisschen entstanden und sind aus dem auch berechtigt. Ja, deswegen steht gewesen. dahinter. Darum sind sie auch berechtigt gewesen auf eine gewisse Wir Art. haben ja keinen Sozialstaat gehabt. Deswegen haben wir müssen untereinander irgendwie sozial sein. Genau. Und er ist auch eher, sagen wir mal, ein Reicherer gewesen. Und er ist zum Beispiel auch gejagt worden am Schluss. Also er ist ins Exil geschickt worden. Wegen der politischen Dings, die ich vorhin erzählt habe. Okay. Auf jeden Fall, den habe ich leider nie kennengelernt. Er ist gestorben, bevor ich auf die Welt gekommen bin. Okay. Jetzt gehen wir wieder zu der Geschichte ein bisschen. Eben, wie gesagt, wir haben immer unsere Füße waschen, bevor wir ins Haus hier gelaufen sind. Und was unsere Süßigkeiten sind. Stell dir mal vor, was haben wir für Süßigkeiten gehabt? Zuckerbrot. Boah, wieso weißt du da? Zuckerbrot. Bro, Zuckerblät. So heißt das? Brot mit Zucker. Ein Brot. Bei mir nicht Weil du anders hast kennt. einfach Zuckerwürfel oder. Bro, bei uns haben sie müssen Nicht einmal Würfel. sind sie so eine billige Nutella-Dosen gehabt, kennst du die Dosen, wo es einmal so voll Ja. vercrackt, weißt du, so voll, Zuckerbrot, also vercrackt in dem Sinne, weil es für alles brauchen die Dosen. Also wo Nestle draufgestanden ist, Ja, wo so genau. Pulver, Ja, genau. Milchpulver drin war. Voll. Okay. Haben sie Zucker drin gehabt, da haben sie müssen von den Kindern verstecken. Ey, wenn wir da gefunden haben, haben sie gegessen. Wirklich so kiloweise. Darum haben auch ein paar Leute von uns schwarze Zähne. Ah, der. Ei. Wir haben im Dorf. Ja, das Zinde ist da auch gewesen, so einfach Zucker. Einfach Zucker. Voll, essen. einfach Zucker im Ja. Brot rein, also ein Kind haben so Ein Brot umgesprungen. weiß ich jetzt nicht, wie sie das gemacht haben. Aber vielleicht das Fladenbrot kann es sein. Ja. Kürze Werbung.
Werbung Ende. Also wir haben einen Cut gehabt. Wie soll man kacken? Will ich Kaka machen bin. Yes. Hey, sorry, der Druck ist so hoch. Der politische Druck von außen. Ja. Das sind übrigens so Geräusche, Alter. Ich traumatisiere schon die im Atelier mit dem. Nur die. Zum Glück, weil jedes Mal, wenn ich mit dir Auto fahre und dann, Alter. letztes Mal, wo sind wir hin? Auf Zürich. Mit Bro, Alter, hat nicht aufgehört, Mann. du hast Ja. nicht aufgehört, die ganze fucking Strecke, Alter. Und? Mach's nur einmal für die Zuhörer. Aber weißt du, das ist jetzt so eine Millisekunde gewesen. Ja, aber. Mach es auch in die Länge ziehen. Und dann denkst du einfach so, gang wieder zurück auf Kosovo. Und? Real. Und dann noch so undankbar sagt er, ich gehe in deinem Wagen, aber nicht mehr schlafen. Ich so, Bro, was erwartest du von meinem Auto? Also jetzt hat er gerade geredet, wie so die paar Spaß, die damals so Ausländer nachmachen. Ja, Aber easy reden. Hey, Also, habe ich imitiert? ein bisschen, ja. Ah, Ja, ich mach, das finde ich gut, weil das ist eine tiefe Stimme gewesen. Beim Ahmed mache ich immer. ja, stimmt. Ja, das stimmt. Das ist gut. Ich bin zufrieden. Also, wo wir uns immer gewesen? Kindheit. Also Kindheit, eben rausspielen, bla bla bla, dies, das, wie jeder eigentlich kennt. Zuckerbrot im Mund. Zuckerbrot, eben Zucker hast du von uns müssen fernbehalten. Hey, manchmal, also das ist auch noch lustig gewesen, wir haben einmal Papier im Mund genommen. Papier, haben so gehaut. Also das hat meine Sofort mit Vorstellungsvermögen. also vor allem meine Cousine, und die haben mich so aufgeregt mit dem, ich habe Kaugummi und du nicht. Ja, geht so. Bro, also weil wir auch keine Kaugummis gehabt Aber, haben. aber nein, es haben eine gute Kaugummis gehabt. Ja, nein. Weil bei uns halt, dann tust du da ins Maul genommen, zweimal Wimpern, Zucker und dann ist irgendwie gerade noch, Geschmack weg gewesen. es hat nach Karton gestunken. Mein Vater schwört auf Harz. Also immer wenn ich einmal Da hat, ich schwöre. Chef auf, weil früher haben sie einmal bei uns Chef, also wir haben wirklich viel Chef gehabt, ich glaube so 200, also in der Zeit habe ich nicht erlebt, weil wir haben am Schluss nur noch grillierte Chef gehabt, wie gesagt, auf dem Spieß. Die sind dann eben, schau wie noch zuckt da. Wenn du über Fleisch am Schwätzen bist. Ja, sorry Bro. Hä? Also, hey, hör auf jetzt, ey, wir müssen Veganer. Ja, jetzt haben wir ja keinen Chef mehr, wir müssen vegan werden. Nein, Yes! ja, Harz kauen ist so der Ding Ja, gewesen. Und es hat einmal so Geschichten gegeben, so ganz kleine Vorhaben, das sind dann später gewesen, gell, im Sommer, wo ich dann schon in der Schweiz war und immer wieder abgegangen bin. Und klar, jedes Mal ist eine Träne geflossen, wenn ich zurückgehen musste. Und ich habe mich mega gefreut, wenn wir einmal abgegangen sind, weil ich habe effektiv Kollegen unten und Verwandte. Und das ist aber geil. Und da immer noch. Immer noch, ja. Ja. Also ich habe so einen Best Friend, Aulon, einen lieben Gruß, er versteht nichts. Mal ein bisschen versteht er. Lass den Fall. Nein. Diese Folge, geht Wird er verstehen, wenn ich ihm sage, Skipion? Skibidi Papa. Nein, leider nicht. Also, ich mag ihn einfach, wir verstehen die so krass, wir haben so den gleichen Humor und bla bla bla. Ich habe gegen die spätere Zeit ein bisschen zusammen tun. Weißt du, wo wir so ein bisschen älter geworden sind. Vorher nur mit dem Cousin und der Cousine und bla bla, so Faxen gemacht. Wir haben auch so Dorf, wir sind so Kinderbanden gewesen. Irgendwie haben sie sich abgesprochen. Sie Onkeline und Onkels. Und Tanten so Kinder gebären. Also der Kind gebärt. Ist es? Nein, auf jeden Fall. Man weiß ja heutzutage nicht mehr, man muss immer neutral sein. Als ob es abgemacht sind, wenn Kinder gekommen sind. Also mein Onkel, mein Cousin ist eben gleich alt, weißt du, so, Ja, das ist perfekt gewesen. Voll. Nachher hat man so untereinander immer so Banden gebildet gehabt und Nachbardörfli hat auch ihre Banden gehabt und die haben einmal böse gehasst, aber sie sind älter gewesen. Und dann haben wir uns einmal, wenn sie über die Straße gelaufen sind, mit Steinen beworfen und so, also richtig Skandal im Fall. Krass. Also ja, schon noch ein bisschen gefährliche Kindheit gehabt. Ja, das Einmal, aber ist zum Glück nicht bei uns passiert, beim Verwandten, den haben wir so viel um den Bogen gebaut. Und er hat ihm in den Hals geschossen. Wow. Und viel ist in den Hals gesteckt geblieben. das- Ja, aber nicht gewollt, aus Versehen. Und Das habe ich aber auch gehabt. aber reingesteckt und dann wieder rausgeholt und dann? Sachen, ja. Und Ja, da weiß ich dann nicht mehr. Und dann ein Stimmbruch. Aber da gehabt, erzählen sie. Nicht ich, nein, nicht ich. oder? Aha. Ein Verwandter. Ach so, ja, guck mal, das ist bei dir passiert. Nein. das ist da. Ich hatte auch gehabt. Oh shit, also bei mir. Also bei mir heisst es nicht immer, ich habe mal gut einen anderen Verwandten. Bei mir, ich bin auch recht oft auf den Kopf gehalten, muss ich schon sagen. Aber mehr in der Schweiz.
Weil meine Mutter hat immer Du hast gesagt, da auf der Straße geschissen und dann Nein. bist du ausgerutscht. Dann hast du Struktur gebaut. Der hat vorher irgendetwas erzählt. Ja, nein, wegen nein, Struktur. das war wegen Struktur, gewesen, Eben. wegen irgendetwas Ja, anderem. es Das war ist nicht da, aber gewesen, Bro. Nein, wenn wir vielleicht jetzt so wieder zurück in die Schweiz kommen, ich bin immer am Klettern gewesen. Also als Kleinkind, es hat keine Baumkrone gegeben, also da, wo ich auch greifen konnte, gell? Ich bin so angesprungen und die Bäume, die ich geklammert, Ja. haben andere nicht können. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Okay. Nein. Also du bist ein Maimon gewesen. Ich bin wirklich eine Meinung. Meine Mutter sagt immer, wenn so älterer Abend oder wenn sie mal in die Schule gekommen ist, hat sie mich mit den Bäumen suchen. Gerade so. Okay. Ja, also wirklich, sie haben mich mit den Bäumen suchen. Ich bin nicht irgendwo rum gewesen. Und einmal bin ich wirklich hart auf die Schnorre gefallen. Ausgerutscht mit einem Kollegen am Spielen in so einer Holzhütte und dort ist irgendwie so der Eingang, bin im Keller gewesen und da ist wirklich mindestens 3 Meter locker. Also straight mit dem Kopf bam im Boden rein. Wo ich aufgestanden bin, Alter, ich weiß einfach noch, ein Nagel ist so weggesprungen gewesen. Und ich habe nur die Schmerzen beim Nagel gehabt, bei meinem Finger. Und ich so, da am Kopf habe ich gar nicht gecheckt. Nee. Ja, ist eigentlich nicht so schlimm gewesen. Also du hast trotzdem blutet, aber nur Finger hast du gesehen. Ja, also nur der Dann hat's Nagel noch hat wehtun. verdammt wehtun, alles andere hat nicht wehtun, aber da bin ich so eine Bühle. Ich weiß nicht, ob man das Bild findet, aber jedes Mal an einem Kinderfest habe ich eine Bühle am Kopf gehabt. Also da ist auch noch Kinderfest, ich so am Lächeln mit der Cappy und so war für Kinder und da so eine Bühle am rausschauen. Also in dem Fall 2 Tiere, einmal Maimon und einmal Einhorn. Ja, einmal Einhorn, Okay. voll. Der ist so da gewesen. Easy nice. Übrigens, und der erste Schultag, und zwar nicht mein erster Schultag, sondern mein erster Kindergartentag, an dem kann ich mich erinnern, lustigerweise, obwohl da mit 5 ist, dann kommen wir da rein. Ich bin gelaufen, meine Mutter hat angefangen zu heulen im Hintergrund, weil sie halt, oh, mein Sohn kann kein Albanisch, kein Deutsch. Was auch völlig verständlich Ja, habe ich auch weißt, gehabt, ist so ich bin mir voll, genau gleich voll gewesen. neu, weißt du, so die ganze Geschichte, Vorgeschichte, die passiert ist, nachher schickst du deine Kinder, du gibst sie so wie ab und Ja. vor allem hast du für deine Kinder auch müssen kämpfen, gell? Wir sind fast wie wir wollen, wir hätten können ums Leben kommen, weil es ist nicht einfach gewesen, auch die Reise und so. Es sind Sorry. also, Disrespect. Nein, wer ich weiß bin jetzt an den sagst. Kopf so, wie du sagst, nein, mein Kind kann kein Albanisch. Ja, auf jeden Fall. Und dann kommt der eine, der Dominik heißt er, kommt er zu mir und packt mich so vollherzig, nimmt mich mit, bringt mich zu irgendwelchen Spielzeug und sagt so, die hat jetzt mal kein Wort verstanden, aber sehr wahrscheinlich hat er gesagt, komm mit mir spielen, bla 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 bla. Dann bin ich einfach weggelaufen zu anderen Spielsachen und dann hat er mich richtig dumm angeschaut, so quasi, weißt du dafür ein? Aber der andere hat es ja auch nicht können wissen, ja, ja, nicht verstanden. Ja. Und so hat man sich, ja, Kindergartenalter, da geht schnell, Zap, Sprache gelernt, auch Bandenbilder, Spaß. Und so ist halt noch schnell gegangen, Oberstufe, bla bla. Ja. Und dann, wie gesagt, nachher das Militär, Yes. ich glaube das letzte und dann da am Studieren. Yes. Genau. Yes. Irgendwann kann ich sicher noch mal ein paar Storys raushauen, die wir so erlebt haben. Zum Beispiel einmal ganz lustig ist ein bisschen, da erzählen wir uns immer als Witz, vor allem mit meinem Cousin, weil er ist so. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, die Grossstube, die wir hatten. Die war nicht so gross gewesen, aber sie war gross gewesen. Und dort haben sich halt alle versammelt. Und wir hatten dort einen Fernseher gehabt. Und das ist übrigens einer der ersten Fernseher, die überhaupt das Dorf hatte, haben wir gehabt. Und dann haben wir einmal richtig dumme Sachen dort geschaut, wie Happy Tree Friends und so. Oh, geil. Ein Scheiß, hättest du das dort schon gehabt? Ja, Bro, ich bin da nicht so, da bin ich schon 10 gewesen oder so. Aha, Da ist ja, ihnen- du redest vor allem. Nein, Okay. nein, Wieder weißt, zurück in den wir sind zurückgeblieben. Happy Tree Friends, Draw Together und 1, 2, 3 ASDF-Movies. richtig kaputt. Ich weiß gar nicht, wie die Serie. ASDF Nein, nein, Movie. ASDF-Movies heißt die. Kräne. Nein, okay. Ich hatte so, ich mag Züge. Ja, nein, wir haben wirklich jetzt ein bisschen alt, Alter. TV. Das ist aber YouTube gesehen. Ja, ist YouTube. Nein, wir haben aber das YouTube, YouTube modern, Alter, das haben wir nicht gehabt. Ja, Happy Tree, wo ist da gelaufen, Happy Tree Friends? Auf TV-Sender. Es ist, glaube ich, sogar auf Happy MTV. MTV. Es kann sein, glaub ich. etwas sowas. okay. Viva, MTV geht grad noch. MTV, Comedy Central, links. Comedy Central. Ja. Comedy Central von früher, genau. Voll. Ja, voll. Krass. Und da hat uns auch easy kaputt. Ja, oh mein Gott. Und den kannst du dir vorstellen. Wir als Kinder, also ich habe im Ecke dort beim Fernsehen, also da ist ein rechteckiger Raum, alle dort hinten in dem einen und wir Kinder dort am Hocken.
Und nachher sind einmal Besucher gekommen, mir das Zeug dann mal anschauen und mein Großvater hat einmal gehasst, wenn wir Fernsehen geschaut haben, weil so ein Disrespect gegenüber von den Besuchern und so. normal. Und irgendwann haben sie halt selber ein bisschen geschaut, so am Spionieren. Dann haben sie müssen sagen, hey, Jungs, schaltet ab oder sonst gibt es gerade Flattern. Dann haben wir einmal ausschalten. Und den tagsdurch haben wir uns einmal so eingesperrt. Wir haben einmal die Türen zugemacht von außen, gell? Boah, und wenn da unser Großvater die Türen zugefunden hat, Bro, Ja. dann haben wir müssen wegsegeln. Er hat uns Hat ein paar Türen- Tage nicht dürfen sehen. Ah, krass. Also natürlich so Nein, logisch, jokemäßig, aber es ist schon brenzlig gewesen. Er ist schon beleidigt gewesen, wenn man ihm die Türen zumacht. Und dann haben wir einmal gemacht, zum Fernsehen können schauen. Dann ist schon keine Ahnung, irgendwie gekommen, klopft an die Türe, voll hässig. Hey, was ist da los? Mach die Tür auf, sofort. Gehört uns dort hinein umgekreist. Oh mein Gott, Großvater ist zurück, was sollen wir machen? Da hinten der eine Fenster am Aufmachen, am schauen, ob er dort ist. Ja, so live, happy three friends. Ja, ohne Witz. Und er erzählt heute noch, er ist mit der Axt raus gewesen. Gell? Er ist mit der Axt raus gewesen, vielleicht am Holzfällen, weißt du auch nicht. Und bam, 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 mach die Tür auf, weißt du. Und nachher der Fatmir hat er geheißen, also heisst immer noch mein Cousin. Er ist der Älteste und der Größte vom Körper aus. Er so, Jungs, ich opfere mich. Ich mache die Tür auf, springe aus dem Fenster. Mein Bruder springt aus dem Fenster und schaut rechts. Großvater immer noch bei der Tür. Er sagt, springt jetzt nach. Und der Fatmir, der Letzte, macht so Tür auf, zapp und rennt direkt zum Fenster rausgesprungen. Ja, das sind so Szenen gewesen. Man hat So, wirklich kranken Respekt vom Großvater gehabt. Ja, das ist Ja, Weißt, das ist safe. wirklich Normal. next level gewesen. Klar, in der nächsten, weißt du, später dann auch nicht mehr. Also immer noch Respekt so. Also nicht falsch verstehen. Ist ja nicht. Aber er hat uns auch nie geschlagen. Man hat auf den Kopf schon bekommen, wenn man es verdient hat, sagen wir es so. Und Schlagen tönt auch so krass. Es ist zurechtweisen. So. Man musste einen Zurechtweiser bringen, Rechtleiter. Rechtleiter bringen. Und das fand ich auch recht sympathisch von ihm. Die ist nachher immer kaputt gelacht, weißt du. Also das ist immer so gewesen. Das ist eine recht lustige Story gewesen. Und ja, und dann einmal, ich habe gern mit den Jüngeren gespielt, den Verwandten. Was heißt das? Bro, Da ich ganz- schwör, Bro. Dünne Size, Bro. Ey, Bro, ich bin selber Kind gewesen, Artikulieren Mann. Sie sich. Ja, okay, ich erzähl's euch. Ich habe mal Heuschrecken gefangen, gell? Und wir haben Sonnenblumenkern zerfetzt. Wir haben damals so Berge gemacht von Sonnenblumenkern. Ja, es sind die Asoziale gewesen, so auf dem Pausenhof. Irgendwie so. Ja, Ja, aber da kannst du machen, wenn der Sand Wenn Albaner aus bist. Kies ist. Nein, der fällt ja eh nicht auf. Wahrscheinlich Ja, ja, der eh kein Asphalt. Und dann habe ich einmal Heuschrecken gekauft. Heutzutage kann man es, man kann sie wieder kaufen übrigens im Coop. Ganz kurz noch, habe ich einmal die Beine entfernt. Oh, sorry, die liebe Heuschrecke, ich schwöre, hoffentlich tun da nicht aussagen von Gott, weil ich wirklich böse war. Ich habe einmal die Beine entfernt und alles und habe sie dann in die Dings hinein tun. Ah, das ist lebendig gewesen. Du hast Ja, sie in die Hand genommen Ja, und dann aber sie so. leben noch, wenn du noch alle Gliedmaßen wegzupfst. Und dann habe ich sie in offene Schale rein und den Kindern gegeben. Zum Essen. Ja, richtig böse gewesen. Und dann, ja, das sind so, nicht lang, so ein paar Mal habe ich es gemacht. Oder ich auch Eidechsen gefangen. Ich bin, Ja, Alter. ich bin, Die sind ich glaub- schon noch big in der Hand. So. ja, Eidechsen. also es sind Jetzt zwei, ein bisschen größer. übrigens, So dünne, ich weiß, die kleinen dünnen, weißt du? ja, die kleinen Ja. grauen. Es gibt Aha, auch die okay. fetten, die grünen. Irgendwen fange ich mal eine. Also grüne habe ich nie geschafft. Und die sind So wirklich flink, so schnell. Oh, die sind zum Teil so groß. Also klar, und vom Körper mit dem Schwanz und so. Die ist auch nie gefangen, die sind mehr im Wald dahin gewesen. Aber die Eidechsen, die man auch da kennt, die haben Gibt's immer- für die haben ich ab und zu gefangen. die Hüsse und so hast du gehabt. Ja. Und bei uns hat es richtig viel von denen gehabt. Und dann habe ich einmal so Burgen gebaut, wo die einmal so kämpfen, also richtig krank. Ich glaube, durch das, dass du einfach klettern bist, hast du eine voll komische Beziehung zu Insekten und so ein Scheiß. Und zu dir, also ich habe Dokumentation einmal können totsuchen. Also Insekten, ja, alles, Bro, Alter. alles. Dort habe ich mal so ein bisschen Know-how über Wahlkult. Aber alles Halbwahrheiten. Halbwahrheiten. Nein, ja, das ist so. kurz wegen Halbwahrheiten. Ja. Es ist im Durchschnitt 2,3 bis 3 Sekunden ist ein Boxenstopp. Oh, da habe ich. Zwei, wie viel? 2,3 bis 3 ist Sekunden. Rekord. Nein, schnell, es gibt so schnelles, aber 2,3 ist momentan im Durchschnitt. Ich habe es auch gegoogelt. Ist der gestorben? Der Fahrer. Von dem Rekord. Ja, bist du gestorben? Ja, weil 2,3 Sekunden ist ja nichts im Vergleich zu dem, was alles. Ja, aber du musst dir sich- vorstellen, hast du noch nie gesehen, wie der fährt rein? Mal, ja, Eben. extra ein Video angeschaut. Sie lupfen dann und Ja. zzz, Zap, zzz, zap, weg. 2,3 Sekunden. Aber ist dann, krass. wie
Also es muss irgendwo zu Es ist eine nur eine Qualitätssicherung. Es ist nur eine Schraube und dann macht nur einmal so und die Reifen, die sind ja nicht so voll stabil. Also der ganze Wagen ist nicht stabil so. Ja. Also der ist ja richtig, also der ist papiermäßig. Also der Der Wagen ist schon, nicht stabil. Der ist Kaugummi. also stabil schon, aber die fahren 300 km/h, oder? Und der Wagen ist nicht stabil. eine kleine Bewegung und du hast das Gefühl, der Wagen ist so gar nicht stabil, aber ja. Ja, es ist aerodynamisch. Es muss ja es ist- irgendwie Also, Licht. er muss halt leicht sein, er darf kein so Aber stabil nein, fahren. der ist jetzt momentan voll im F1-Game. Geil. Und 2,3 Sekunden. Einmal hat eine 10 Sekunden gehabt, weil einfach Problem gehabt, Bro, der ist so hinten drin gewesen nachher. Ein Scheiß. Er ist so hinterher gehabt, mit den Plätzen, glaube 4-5 Plätze hinterher. Wegen 7 Sekunden Unterschied, weil er einfach zu lang im Pitstop. Ja, Ach, so so war. Ja, ganz kurz durchschießen. Nein, alles gut. Die letzte Sache, die ich einfach erzählt habe, habe ich einfach so noch ein bisschen erzählen, weil ich habe so ausgeholt dort im ersten Teil. Das ist schon wichtig, glaube ich. Voll, also ist halt so ein bisschen da, was uns so ein bisschen geprägt hat, also eigentlich die ganze Familie und auch die Einstellung und so. Und auch immer noch. Und Also, immer noch, leider. es Also ist in echt gewisser immer Seite so. ist wirklich leider, vor allem jetzt auch gerade der Ukraine-Krieg und so, der hat wieder die Sachen aufgeheizt. Klar, Russland gibt ein bisschen Pression, hey, machen dort ein bisschen Faxen, damit es ein bisschen abgelenkt ist. Und dies und das. Heisst es vielleicht auch nicht. Weiß nicht. Es ist immer so, Alter. Darum hasse ich es auch so, irgendwie in ein Taxi jetzt gehen oder in Uber und ich sehe, der Taxifahrer ist ein Araber. Weil dann fragt er immer, Ahmed, wo bist du? Und am Schluss endet es immer mit fucking Politik, Stieg aus. Israel, Palästina. Es geht dann nur noch um Politik. Und dann siehst du halt, es ist echt immer noch, es ist nicht nur prägt, es ist tätowiert im Hirn, Alter. Einfach da. Krass. Ja, wir haben ja auch in Politik- Barcelona haben auch viel Partys gehabt. Also ja, gut, ist ja auch verständlich. Und auch irgendwie aus Sicht sollte es auch sein. Voll. Auf jeden Fall, wenn ihr einen arabischen Namen habt, könnt den auf Uber ändern. Nennt euch Rocco oder so ein Scheiß, Alter. Aber nicht, Rocco, nicht Ahmed oder Mohammed. Oder. Rocky. Wuff. Nein. Ja, Mann. Guter Ausflug gewesen, ein guter Exkurs gewesen. Yes, thanks, Cenk. Echt, danke vielmals. Oh, sorry, Bro. Und wenn gehen wir auf Pristina. Palästina? Pristina. Palästina. Palästina. Go Salz. Du musst ja bald wieder gehen, oder? Ich habe mal gehen, aber ich weiß es im Fall nicht, ob ich es noch schaffe, im Fall, ich sage ehrlich. Okay. Jetzt muss ich da Regierungsgebäude auseinandernehmen und schaut, ich habe zum Beispiel auch Probleme zum Grundriss von alten Gebäuden in Pristina, die dort mal in der sozialistischen Zeit gebaut worden sind. Die gibt es nicht mehr oder sind dort mal von den UCK-Terroristen konfisziert worden, bevor sie vernichtet worden sind. Also man hat eigentlich dem Frag Staat, doch sie einfach. man hat dem Staat keine Grundlagen wollen geben, in aller Hinsicht, auch nicht in Architektur. Also man hat die Pläne einfach verbrennt. Man hat so denken, fuck, fickt euch. Sorry, das will ich nicht sagen. Ja. Piep! Nein, nicht, weißt du, so, die Pläne, die jetzt momentan existieren von der Altstadt, also beziehungsweise von der Dings, das sind so ergatterte Pläne, die kurz vor der Verbrennung sind. Voll. Also dadurch ist auch einmal, wir haben Gebäude, das sind kein Plan. Aber ja, die Regierung ist auch noch nirgends. Weil normalerweise hätte sie ja jetzt können etwas machen und Ja, eine schicke Wahl die Gebäude gerade aufnehmen oder so. 70% der Gebäude sind illegal aufgebaut. Ja. Ist schon crazy, ey. Ja. Ganz andere Welt. Ja, Ganz krass. anders. Aber auch geil, interessant. Aber und darum gehen wir irgendwann mal alle drei dort hin und nehmen Podcast-Sachen mit. Der Karan hat keine Geduld, ey. Der Kanon wird in Kult. Der wird Nein, das ist doch gar nicht. Das ist noch gar wird keine Zeit. dancen. Peak-Zeit. Also, Der ey. erst halb 10. Wir sehen uns nächste Woche mit dem dritten Teil von der Trilogie. Yes, der wird ein bisschen anders sein. Der wird anders sein. Er wird uns schlechtes Gewissen machen, weil wir ja reich sind und er nicht. Kann ich noch ganz kurz etwas sagen? Yes, sicher. Was meine da heißt? Eidechse auf Albanisch? Sagen wir nicht Triton. Also es gibt die große Eidechse und die kleine Eidechse. Ich bin jetzt gerade auch nicht sicher, wie welche heißt. Also könnten wir es irgendwie röteln mit halbwegs Intelligenz? Boah, vielleicht weiß ich es selber nicht im Fall. Ja, in dem Fall Ich, gar sag, nicht. ich sag's einfach. Hardutz. Halbert. Hardutz Hardutz. und Japan. Japan. Ja, Boah, Ja, wie das- wären wir jetzt auf das kommen, Mann? Gell, ist schön. Weiß doch nicht, aber Ja, ja, ich meine, du lustig, ne? Hardutz und Japan. Hardutz, ja. Aber ich Hardutz. weiß nicht, wie schreibt man da? Weißt du, was sind da für Buchstaben? Hrvatska. Nein, keine Ahnung. Ich weiß selber nicht, wie man es schreibt. Ich bin ja in der albanischen Schule gewesen. Schade. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also, Ich kann nicht, wir gehen bald zusammen. Ist gut. Also, hey,
Wir sehen uns nächste Woche und meine Umfrage kommt irgendwann. Keine Ahnung, vielleicht mache ich es morgen, vielleicht mache ich es Sonntag, vielleicht mache ich es Montag. Okay. Aber wahrscheinlich auch morgen. Also, wenn die Folge rauskommt, dann ist schon raus eigentlich. Safe. Also, Danke fürs Zuhören. ja Mann, Yes, danke fürs thanks. Erzählen und wir sehen uns. Peace. Ciao.